Servus und grüß euch zur inzwischen 5. Lektion der Musiktheorie auf Borisch. Heute reden wir mal ein bisschen über das Thema Dur- und Molltonarten, beziehungsweise über die Dur- und die Molltonleiter. Ihr habt ja bestimmt auch schon öfter mal festgestellt, dass es Lieder gibt, die eher ein bisschen fröhlicher klingen, und es gibt Lieder, die eher ein bisschen traurig klingen. Die fröhlichen Lieder, die sind meistens in Dur, und die eher traurigen Lieder, die sind meistens in einer Molltonart geschrieben. Und dadurch entsteht dann eben dieser Eindruck, dass dieses Lied vielleicht ein bisschen schwerer klingt und vielleicht nicht ganz so fröhlich wie in einer Durtonart. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel einmal die C-Dur-Tonleiter anschauen, dann wissen wir ja schon, das sind einfach die weißen Tasten von C bis zum H. Also auf der Klaviertastatur sind das einfach die weißen Tasten C, D, E, F, G, A, H. Zwischen E und F und H und C habe ich jeweils nur einen Halbtonschritt. Jede Durtonleiter hat zwischen 3. und 4. Stufe und 7. und 8. Stufe einen Halbton. Das haben wir bei der C-Dur-Tonleiter eben automatisch durch diese fehlenden schwarzen Tasten zwischen E und F und H und C. Aber bei anderen Tonleitern müssen wir da ein bisschen tricksen, eben mit Vorzeichen, damit auch wieder zwischen 3. und 4. und 7. und 8. Stufe ein Halbton entsteht. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal die G-Dur-Tonleiter anschauen, dann haben wir da G, A, H, C, D, E, F, G. Wenn wir jetzt mal nur die weißen Tasten spielen dann, aber irgendwie stimmt da was nicht. Also jetzt gehen wir es mal kurz durch. G, A, H, C. Aha, zwischen H und C ist da ja automatisch wieder der Halbton. Das ist eh schon die 3. und die 4. Stufe. Das heißt, das passt schon mal. Da muss man jetzt eigentlich nichts verändern. Dann gehen wir mal weiter. D, E, F, G. Aha, zwischen E und F ist ja auch nur ein Halbton. Das ist jetzt aber in dem Fall die 6. und die 7. Stufe. Wir brauchen aber den Halbton zwischen der 7. und der 8. Stufe. Und indem wir dann einfach das F mit einem Kreuzverzeichen versehen und das dann zum Fis wird und sich um einen Halbton erhöht, habe ich automatisch zwischen E und Fis wieder einen Ganzton, den wir da brauchen zwischen 6. und 7. Stufe, und zwischen Fis und G, zwischen 7. und 8. Stufe, automatisch den Halbton. So funktioniert das. Es gibt auch ein paar Sprüche, damit man sich das nicht immer so irgendwie zusammenbasteln muss, sondern damit man sich das besser merken kann, wie viel Vorzeichen in welcher Dur-Tonart platziert werden und benötigt werden. Und da müssen wir dann auf den Quintenzirkel schauen, auf den, wo ich jetzt an dieser Stelle noch nicht näher eingehe, den machen wir dann einmal in einer anderen Lektion ausführlich. Aber damit hat das zum Tor. Also das beginnt bei C-Dur. C-Dur hat keine Vorzeichen, haben wir gerade gesagt. Und da, wenn wir beim Quintenzirkel nach rechts gingen, dann kommt immer ein Kreuzvorzeichen dazu. C hat keins, G hat ein Fis, D hat Fis und Cis, A hat Fis, Cis, Gis und so weiter und so fort. Und so geht es dann eben runter. Und in der anderen Richtung, also wenn ich vom C ausgehend nach links gehe, dann kommt immer ein B-Vorzeichen dazu. Also zum Beispiel eben C hat wieder 0 B-Vorzeichen, F hat ein B, B-Dur hat dann ein B und ein S und so weiter und so fort. Und da gibt es 2 Sprüche, da kann man sich das ganz einfach merken. Für die Kreuzvorzeichen gibt es folgenden Spruch. Geh, du alter Esel, hol Fische. Und dann können wir einfach an der Hand abzählen, wie viel Kreuzvorzeichen das ich habe. Also zum Beispiel, wenn euch jemand fragt, wie viel Kreuz hat E-Dur, dann gehen wir einfach mal den Spruch durch. E-Dur, okay. Also geh, du alter Esel. Also bei Esel ist dann E-Dur und dann haben wir 4 Kreuzvorzeichen.
Welche das dann sind, haben wir ja in der letzten Lektion schon gelernt, beziehungsweise in der vorletzten. Und für die B-Vorzeichen gibt es auch einen Spruch, der geht so: Frische Bananen essen Asiaten deshalb gesund. Und dann fragt euch zum Beispiel jemand, wie viel B-Vorzeichen hat denn Gestur? Und dann sagt jeder erstmal, oh mein, Gestur, das hat bestimmt so viel B-Vorzeichen, aber ihr könnt es jetzt beantworten. Und zwar geht ihr dann einfach den Spruch durch. Frische Bananen essen Asiaten deshalb gesund. Also 6 B-Vorzeichen hat Gestur. Und so könnt ihr dann, ohne dass ihr euch immer diese Durtonleiter mit dem 3., 4., 7., 8. Schritt irgendwie ausrechnet und den dann anpasst, wisst ihr dann gleich, wie viele Vorzeichen die jeweilige Tonart hat. Diese Dur- und Molltonleitern, die kehren auch irgendwo zusammen. Also es hat jede Durtonleiter hat eine dazugehörige Molltonleiter bzw. eine dazugehörige Molltonart. Und das können wir uns auch immer ganz einfach ausrechnen, weil nämlich die zugehörige Molltonart 1,5 Tonschritte unter der Dur-Tonart liegt. Also zum Beispiel, wenn ich C-Dur habe und ich will wissen, welche Molltonart gehört denn da dazu, dann gehe ich vom C 1,5 Schritte nach unten, 1,5 Tonschritte und dann lande ich beim A. Und dann weiß ich, aha, A-Moll kehrt zu C-Dur und die beiden haben dann immer die gleichen Vorzeichen. Also A-Moll hat dann auch 0 Vorzeichen. Oder wenn ihr zum Beispiel wissen wollt, wie viel Vorzeichen hat D-Moll. Aha, D-Moll. Von Moll muss ich ja dann quasi raufrechnen, 1,5 Tonschritte. Also D, E, F. Genau, weil zwischen E und F ist ein Halbton. Dann lande ich bei F. Und da muss ich mir überlegen, anhand des Spruchs, wie viel Vorzeichen hat dann F-Dur. Und da kenne ich dann den Spruch. Frische Bananen. Sind wir schon soweit? Also F hat ein B-Vorzeichen. Dann weiß ich automatisch, F-Dur hat ein B-Vorzeichen, D-Moll kehrt zu F-Dur dazu, hat also auch ein B-Vorzeichen. Und so kann man durch die ganzen Tonarten ganz leicht gehen. Wir wissen somit mit diesen beiden Sprüchen, wie viel Kreuz, wie viel B-Vorzeichen die jeweilige Tonart hat und wir wissen auch, welche Moll-Tonart kehrt dann zu dieser Dur-Tonart eben dazu. Und das war's dann auch schon wieder für heute. Heute zum Thema Dur und Moll. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim drüber nachdenken. Und wenn ihr Fragen habt, jederzeit fragen. Ich bin für euch da. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Servus.